Tief im Osten Bayerns, der Voit und all seine Klischees. Notstandsgebiet hieß es mal. Hier gäb's nur Arme, Bettelleut und solche, die gar nichts haben. Doch gestimmt hat das nie. Klar, das Leben war hart in dieser Gegend und manchmal so wild wie in einem Western. Also ganz wild im wahrsten Sinne des Wortes ist die Wahrnehmung, die Touristen, die gekommen sind, da gehabt haben, die sind da reingefahren, gerade so in die 1870er, 80er Jahre und haben gesagt, Mensch, ich schaue da aus wie im Wilden Westen. Wilder Osten müsste es eigentlich heißen, sagt Richard Leubel, wenn man diese Fotos und Postkarten anschaut. Etwa 8.000 hat er gerade für das Museum Bayerische Geschichte gekauft. Von einem Sammler, der anonym bleiben will. Ein unglaublicher kulturhistorischer Schatz. Manche Postkarte ist beschriftet. Goldwäscherei in Alaska, hat er drüber geschrieben. Indianer und Cowboys, der Great Western Pacific Railway. Es ist in der Nähe von Spiegelau. Damals veröffentlichte Karl May gerade seine Romane. Der Bayerwald galt als rückständig. Ein Dreivierteljahr Winter, ein Vierteljahr kalt, hieß es. Doch die Gegend war schon damals weitaus besser als ihr Ruf. Erstaunlich ist halt die Wirtschaftsstärke, die die Region um 1900 gehabt hat. Granit zum Beispiel. 10.000 Menschen waren in der Branche beschäftigt. Kaum eine Stadt in Bayern, die ihre Straßen nicht damit gepflastert hat. Aber nicht nur hier. In Wien, wenn Sie auf der Ringstraße sind, stehen Sie mit größter Wahrscheinlichkeit auf Granit aus dem Bayerischen Wald. Kein Stein war so haltbar wie die Granitsteine aus der Region Tittling-Fürstenstein. Dazu die Textilindustrie, bevor sie nach Südostasien abwanderte. Das Leinen für die Uniformen der Bayerischen Armee wurde hier produziert. Und natürlich Glas, der Exportschlager. Glasindustrie, die Fürstenhöfe der Welt beliefert mit absoluter Spitzenqualität. Da hat man früher auch gesagt, mein Bayerischen Wald ist lauter Klump produziert worden. Durch die neuen Forschungen wissen wir, dass genau das Gegenteil richtig ist. Die alten Fotos und Postkarten haben Richard Leubel jetzt zu einem Buchprojekt inspiriert. Eine Kulturgeschichte des Bayerischen Waldes. Was hinter all den Bildern steckt? Bei manchen Fotos erhofft er sich noch sachdienliche Hinweise von Menschen, die sich vielleicht an das eine oder andere Gebäude erinnern, wie an dieses Gasthaus mit Metzgerei. Hinten ist quasi das Wirtshausschädel mit fotografiert und da steht drauf, Metzger, Gastwirt zum Fink. Aber wo ist es bloß? Und wer sind diese Menschen? Auch wo dieses Waisenhaus stand, konnte bisher nicht geklärt werden. Jedes der Kinder hält eine Schüssel in Händen. Menschen aus dem Bayerwald und ihre Geschichten. Vom Schwammerlsuchen. Pfifferlinge oder Real wachsen hier besonders gut. Was diesem Mann das Überleben sicherte. Ein unvergessenes Original. Das ist der Louis Heyer aus Zwiesel, der soll unglücklich verliebt gewesen sein und hat sich halt dann in seinem Liebeskummer in den Wald zurückgezogen und ist da nicht mehr rausgekommen sozusagen und hat vom Schwammerl Sucher und vom Schwammerl Verkaufer gelebt und was man halt sonst im Wald findet. Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Schlehen. Der Bayerische Wald ist eine Gegend für Sammler. Obst, das zu Fruchtsäften und Spirituosen verarbeitet wird. Und noch so ein Original. Josef Zachmann, Metzgermeister aus Hengersberg, behauptete, der dickste Mann der Welt zu sein. Hier ein Jugendfoto. Und eine dieser Legenden ist, dass er gesagt haben soll, dass eine Gans ein saubleder Vogel ist, weil zum Mittagessen ist eine Gans zu wenig und 2 Gänse zu viel. Es waren besondere Lebensumstände, die in dieser Gegend bewältigt werden mussten. Das formte einen besonderen Menschentyp.
den Weidler. Die alten Bilder zeigen, der Bayerische Wald ist eine der spannendsten Regionen der Welt. Der wilde Osten Bayerns.